Dankschein von der Bürgharchen Eihe ab einen Stein. Geschrieben von Jimmy Evans, übersat und Rütgeschenk von Lebenswasser. Hier ist ein Kapitel für Vandau. Aufteilung Feier. 6 neue Fähigkeiten verhechtet Scheingonen. Kapitel 16. Seitet und suret vergenigen. Wat von de belohnendste Erfahrungen in mijn leven passierten an die tijd, wo ich junge Poren reid mocht te befrieren. Ich kon mit jeder Paar, wat sich an Ansichtheit befrieren wollen, ungefähr eine Stunde Weg für 5 oder 6 Wochen ein Taub kommen und ein Brot mitgeben. Wenn das irgendein Thema jaft über Menschen zu informieren fehlt, ist das die Ehe. Das eine Verhältnis hat die Kraft, am Menschen miserablich oder glücklich zu machen. Daher fehlt die rechte Information und wirkliche Zubereitung. Die Ehe ist eine komplizierte Anstalt von geistliche, körperliche, finanzielle, gesellschaftliche, häusliche und verstandliche Neidigkeiten. Während das so vielseitig ist das neidig, dass Paare willig sind, sich in alle Hinsichten handreich zu machen. Ein großer Teil von den Problemen an den vandaagse Ehen ist bloß einfach dort, dass die Fertighaus nicht handreichend vorbereitet sind. Paare weiten entweder nicht, dass sie sich vorbereiten sollen, oder sie weiten nicht, wo sie die halb herkriegen. Das ist ein Jammer, dass wir so viel Lehrprogramme haben für so viele verschiedene Themen, aber sehr wenige lehren Menschen die Fähigkeiten, was ihnen für die Ehe fehlt. Daher kommen viele Ehepaare hoffnungslos an die Todesstärke von einer prosten Ehe wegen fehlender Vorbereitung. Besie dort, dass ich Paare, was sich befreien wollen, viel von den Informationen in das Buch ungerecht, gebe ich ihnen doch noch einzelheitliche Ungerecht an 6 wichtige Aufteilungen von der Ehe. Ich nenne dort die Scheingons-Aufteilungen. Dort sind Sex, Umgang, Kinder, Finanzen und Schwerfreundschaft. Noch eine Aufteilung, was ich hier beigetragen habe, ist die Sache von Wader befreien in taubgebrachte Familienverhältnisse. Am Paare, was sich befreien wollen, in diese Sachen vorzubereiten, habe ich ein halbriges Blatt zum Utfällen gemacht, genannt Register von Eheerwartungen. Das ziemlich lange Blatt fragt jeder ein von den verleibten Partner, was seine oder ihre Erwartungen von der Ehe sind, besonders an die groß abgenannten Scheingons-Aufteilungen. Beide sollen das Blatt allein utfällen, ohne die Fragen miteinander zu benoberen und an den nächsten Weg mit zurückbringen, um die an jeden Wort vom Eheberodner übereinander zu holen und zu vergleichen. Die meisten Paare, was ich diese Form gab, brachten die den nächsten Weg zurück, schäderten ihre Kappen und sehen so was aus. Mensch, wären die Fragen aber schwer. Ich hab noch niemals viel über diese Dinge gedacht. Die meisten Paare, was sich befreien wollen, denken niemals sehr deep über die Ehe nach. Ja, sie denken darüber, wo sie wohnen wollen, und das Allgemeine, was sie wollen und von träumen, aber das ist nicht genug. Die Ehe ist das wichtigste Übernehmen vom Leben, mit Ausnahme von einem sein persönliches Verhältnis mit Jesus. Daher ist flache Erkenntnis und wenige boven ewige Unterholungen über die Zukunft ein Rezept, dat ein Paar, wat an Leib ist, fehlschlagen kann. Besie dem, dass sie das Register von Eheerwartungen mit ein Gefühl von Verwirrung und Überdruss utfelden, während viele Paaren ihre Antworten über wichtige Sachen und ihr kommendes gemeinsames Leben sehr unterschiedlich, ohne dass sie das wüssten. Als ich ein Paar ihre utgefällte Forms vergleicht und sag, was sie erwarten, deuten wir ein Kinder haben, hat er früher geschrieben, dass sie bloß 2 Kinder haben will, und aber er Verleibter hat geschrieben, dass er 6 oder 8 haben will. Zij antwoord voorts, wat? Sehr lang nicht. Viele andere Paare schreiben Antworten doel, wat ganz das Gegenteil wären von ihren Partner sind, und so eine Dinge aus Lebensberoep, wo sie die Kirche fahren würden, wo sie ihr Geld anwenden würden, was sie an Sex erwarten und so weiter. Die Zeit, was sie sich nahmen, für die Ehe zu bereiten, wir leben radend. Die Wahrheit ist, dass von allen die Paare, was ich gerade gegeben habe, haben sich mal 15 bis 20% von den entschlossen, sich nicht zu befreien, während sie anwarten, dass sie lang nicht so gut zupassen, als sie dachten. Für die, was die Berodung durchgingen, tut die Anstrengung, was sie machen, sich reich vorzubereiten, immer noch gewünschte trägt. Wann Gott Geld, Kinder, Sex, Umgang und Schwerfreundschaft auch dort geplant hat, dass die Ehe dadurch reicher und lohnender sein soll, sind diese Aufteilungen eine Stab, wo kleine Bäume verstärkt und verstreut sind, geworden, wo sie geschlagen und getäuscht worden können.
abgetrokken und abgerecht über sich befrieren, nur die Ehe getrokken werden, sie glauben, dass sie durch Erfüllung und Vergnügen haben wollen, seien Millionen Poren im Jahr, ja, zu der Ehe, durchab, dass sie an der anderen Seite von der Kasse dort finden wollen, wo sie nur siegen. Aber wer in unserer Gesellschaft größtenteils angelehrt ist, über was dort für befriedet Leben Verkenntnisse braucht, ist dort so, dass die Dinge, was Poren zum Befrieden trägt, kriegt die Dinge sind, was sie auf ihre Scheidungspapiere abnehmen als Ursachen, wo so sie aus das Verhältnis rütwählen. Dort, was hat kommt und sollt eine Lebenszeit von Scheingonen sein, wird nie eine schmerzliche Erfahrung. So als Fliegen mit Zucker an eine Fliegen voll angelockt worden, so sehe ich in Poren nur den Seitengeschmack, was die Ehe anzubieten haft, bloß am nur wenigen Monat oder Jahr an zu worden, dass sie an ein verdorbenes Verhältnis sind. Aber die gute Nachricht ist, dass du ein besserer Weg ist. Ver wie die Fähigkeiten einzeln betrachten, was an die Aufteilungen von ehelichen Scheingonen nötig sind, weil ich die lehren, wo jene Ehe ein Scheingonen in ein Erfolg für ihr ganzes Leben taub sein kann. Das zu tun, will ich dir an ein von Jesus seine wichtigsten Gleichnisse erinnern. Das Gleichnis von dem Former in Markus Kapitel 4. Als Jesus ein Tag eine große Herde Menschen lehrt, will er ihnen dort klar machen, was das braucht, um produktive und erfolgreiche Jünger zu sein. Viele Menschen kämen nur Jesus und gaben sich am Hahn, aber Jesus wisst, dass die meisten von ihnen sich nicht bewusst wären, über was für eine Verpflichtung sie machen und was der Preis für Erfolg wäre. Da werden verteilt Jesus ihnen ein Gleichnis, um ihnen 3 neue Eigenschaften zu lehren, was nötig sind, um an Gott sein Reich Erfolg und Scheingonen zu haben. Kriegt dieselben Eigenschaften sind alle nötig, um ab durch Scheingonen und Erfolg zu haben an der Ehe. Lees das Gleichnis so, als Jesus das verteilt. Horch nur dit, du ging ein Mann sehen, und dat käm so ram, dat als der Mann seid, fall wat von dat Sod ab dem Weg, und die Vögel kämen und freuten dat ab. Wat davon fall ab dat Steinerje, wo dat nicht viel Erd hat, und dat käm bald ab, weil's dat nicht deip an die Erd wir. Und als die Sonne erst ab wir, verbrennt dat, und weil's dat nicht warteln hat, verdreht dat furz. Wat von dat Sod fall mangt die Disteln, und die Disteln kämen ab und steckten dort, und dat bracht keine Arend. Aber wat von dat Sod fall ab go die Erd. Dat käm ab und was und bracht eine Arend, und vermehrt sich, ein getaltig, ein gezastig, und ein jetzt sogar 100-mal. Dann seht Jesus, wer Ohren haft zum Hören, dem lot hören. Markus 4, Vers 3, 9. Nur Jesus sein Gleichnis no, sind nur 3 Eigenschaften, wat abholen, ab allein Erfolg zu haben in der Ehe und ab die Formerie. Hier waren die beschrieben als steinerjes Land, Land mit Disteln und flache Erd. Wenn du anwurst, dat ein von diesen Landorten dein Leben durchstellt, dann kostet weiten, dat dein Verhältnis mit Jesus und deinem Partner nicht so erfreuend sein wird, als es sein soll. Aber Jesus beschreibt die gute Erd, wat kein von den negativen Eigenschaften hat, wat Fruchtbarkeit und allein hält. Die gute Erd kann irgendwo von 30 bis 100-mal vermehren. Nicht bloß an dein Verhältnis mit Jesus ist das wichtig, dass die gute Erd bist, aber auch an deine Ehe, gute Frucht zu tragen, während du ihn tust, was es kostet, die negative Eigenschaften vermeidest, wat fruchtbare, langholende Verhältnisse verhindern. Die te helpen zu tun, weil wir von dich dabei nur die 3 Eigenschaften kicken, wat nötig sind, ab allein eine Ehe Erfolg zu haben. 3 Fundamente für langfristiger Erfolg in Scheingonen einer Ehe. Nummer 1. Erkenntnis, die horde Erd. Die erste sagt Erd, wat Jesus als nicht produktiv betekent, wie die horde Erd beim Weg. Als die Sod ab diese Erd fall, kämen die Vögel fort und nahmen die Sod weg. Während die Erd hart wir, ward die Sod leicht weggefipst, ohne dat Gelegenheit wir warteln zu schlonen. Hosea 4, Vers 6 sagt, mein Volk ist tunnuscht geworden, weil's die nicht belehrt sind. Wann immer wir an die Ehe nennen gehen, ohne ein Weg hat, wat Gott sein Wort weiten will, dann sind wir Enten, wat durch Setten in nur Soten seine Verführung lüren. Hij kann nicht bloß leicht die Wahrheit von den Hort wegstehlen, aber hij kann einen anweitenden Sinn auch leicht verführen. Viel von der Dummheiten Sinn, wat die Welt von dort so leicht annimmt, werden angebracht, wegen fehlender Erkenntnis und wegen Gott sein Wort nicht angenommen wird. Jesus sagt in Matthäus 4, Vers 4 sehr wat wichtig, wat mit Erkenntnis von Gott sein Wort zu tun haft. Jesus aber antwortet, dort steht geschrieben,
Der Mensch lebt nicht bloß von Brot, aber von alle Wied, die Gott geredet hat. Alles, was wir nötig haben, um ein Leben und an der Ehe Erfolg zu haben, lürt nur uns, wenn wir Gott bloß am ersten Segen waren. Ich habe keinmal ein Problem gehabt, ein paar zu helfen, wenn die willig wären zum Lehren. Wenn ich ein paar Unrecht gebe, ein Bücher zu lesen gebe und abgeben, was sie tun sollen, habe ich keinmal ein Problem gehabt mit die, was wirklich studieren und sich anstrengen. Aber in jeder Fall, wo die Ehe in zwei ging, wir zu viel oder zu groß sind zum Lehren ein Ding, wat ihre Probleme viel raten mag. Entweder einer oder beide Partner hatten Horten mit Horde iert. Als Jesus das Gleichnis von den Mann, wat seien ging, ungerecht, betonte erstens die Wichtigkeit von Ob und Wellig sein um zu lehren. Die gute Eid als gepflegte Eid, wat reit es so abzunehmen. Jahr für Jahr wird gute Eid immer Dollar gebrochen und abnehmend. Das ist das Bild von den guten Hort. Wir müssen aber nicht bloß horchen, wat Gott sagt, für wir uns befreien, aber für das ewige Port von uns Leben mat wir opne Horten haben für arm, indem wir bei arm nur die Lebenssot segen. Wann die Fehlen nur die gute Eid kommen, die Sot wach zu stehlen, fingen die durch nicht, während dort an die Eid Arbeit und bald mit Leben über Deel springen wird. Lot dort nicht so, dass die selbste Fried best mit irgendwas weniger aus der volle Erkenntnis von wat Gott sein Wort zu sagen hat. Dein Leben und deine Ehe hängen davon auf, dass die sein Wort verfallt kannst. Mag die dort, wat die nächste zwei kraftvolle Schriftaufschnitte lehren. Jesus sagt zu den Juden, die an ihm glaubten, wenn je bei die wird blieben, wat ich jünt gelehrt hab, sind je wahrhaftig meine Jünger, dann wo je weiten, wat Wahrheit ist, und die Wahrheit wat jünt frei machen. Johannes 8, Vers 31 und 32. Weisheit raubt büten Lüd, die lässt sich ab die Gassen hören, sie schricht durch, wo Menschen taub kommen, die haft wat bei dat Staatspoort zu sein. Wo lang will je aschuldig bleiben, en je später eine Freiheit haben spotten, en je anbedachte je in jünt belehren sennen. Passt ab, wann ich vermonen do. Kijk mal, ich will jent weiten loten, wo ich denk, dat je verstonen kennen, wat ich sei. Ich raubt en je wieren jeden an. Ich streik meine Hand uit en keiner kümmert sich daran. Je verachten all meinen Roten, wollen jünt nicht von mir belehren loten. Do wehen, wo ich lachen, wann jünt anleg kämmt. Ich will eben dort spotten, wat jünt ängst. Wann jünt feucht, so als ein Sturm über jünt kämmt, en jünt verdorven so kämmt, als ein Windkriesel, wann Angst und Not über jünt kämmt, dann wollen sie nur mir ropen, aber ich will nicht antworten. Die wollen sehr nur mir sehen, aber wollen mich nicht fingen. Will sie je in dort lehren wären, in dem Haar nicht fürchten wollen, will sie nicht von meinen Rotweiten wollen, en über all meine Belehrung lasteten, do wehen sollen sie dort uiteten, wat sie sich angeriert haben, en übersat worden von ihre eine Rotschlee. Wat de unverständige Gelastenheit bringt an den Tod, en de anbedachte ihr Gelegt bringt an. Wer aber nur mich horcht, wird sicher bleiben, der wird genug haben und kein Eichleck fürchten. Sprecher 1, Vers 20-33. Nummer 2. Verpflichtung. Die Flagge Eid. Die zweite Sache Eid, wat Jesus abnahmt, wat aber lang nicht fruchtbar wie die Flagge Eid. Diese Eid nimmt die Sod ab und lässt die für eine kurze Zeit waschen. Aber während die Eid Flagge ist, kann die Sod die Wartler nicht deut genug raufschicken, um fast zu werden und die neue Fähigkeit in Nahrung zu finden. Wenn die Sonne erst anfängt, ihre Herd auf die junge Plant loszulassen, kann die Flagge Eid die Plant dort nicht geben, was die fehlt. Ein von den Dingen, was mir am dollsten trouble über Ehescheidung ist, dass die, was sich scheiden, Jahren vorher Taubstunden in einen Bund mit den anderen Mürken in gute Tiden und schlechte Tiden, in Reichtum und Armut, in Krankheit und in Gesundheit, sich sich zu leben und zu schätzen, was die dort uns scheiden wird. Sie mögen ein lebenslanger Bund mit den anderen, treu zu sein, ein Don't wat kommen mocht. Dort ist, wo so sie sehen, in gute Tiden und in schlechte Tiden. Diese Versprechen, was sie einander mögen, soll dort paar Sicherheit geben. In Vergangenheit wird dort so, dort was immer passiert, beide Seiten meinten dort so, was sie versprochen. Von dort sind viele, was sich befreien, nicht ganz entschlossen dort. Meine Meinung ist nicht, alle Geschiedene Schuldigkeiten machen, während ich dort weiß, dass viele Personen auch schuldige Opfer von Ehescheidung sind. Wenn sie auch willig wären, Dinge durchzuarbeiten, wären ihre Partner nicht. Wenn du von dieser Klasse bist, nimm dort, was ich sage, nicht persönlich an. Aber wenn du eine Person bist, was leicht vor dich lebenslange Versprechen magst, und überhaupt dich bereit bist, mit Scheidung zu treiben, wenn Probleme abkommen, dann ist das ein wichtiger Punkt, was du beachten sollst.
Befriede Paare sollen die Wahrheit annehmen, dass Ehescheidung keine Möglichkeit ist, in so einem tiefen Charakter und starke Überzeugungen zu kriegen, dass sie schwierige Tiden worden uitholen können. Jeder Ehe wird sicher schwere Tiden haben. Wann das auch keine Herrlichkeit ist, einfach durch im Leben zu leiden, ist treu sein und schlechte Tiden und von den Problemen und Fehlern zu lernen, doch ein großer Nutzen. Das ist ein von den wichtigsten Dingen, was eine starke und erfolgreiche Ehe bühen. Und wenn wir in schwierige Tiden uitnevelen, wann an der Ehe zu planten und zu arbeiten fehlt, wo wir niemals die Freude von den versprochenen Segnungen von der Arend erfahren. En mijn office heb ik een beeld van een grote zeilboot, wat op een wild meer zeilt. Ik wil mij krijg dit beeld, waarin mij dat aan een sterk spreekwoord erinnert, wat ik eenmaal hield. Een ruiget meer heeft nog keinmal einen gouden zeeman produziert. En de schwere tijden im Gemeindedienst check ik vaker naar dat beeld, om mij door aan denken te helpen, dat ik dabei blijf. Indem ik tijden van schwierigheden en ontmoediging bejegend heb, zie ik angeworden, dat deze tijden in mijn leven einen dieperen karakter werken, wat nog zes wat doen kan. En nadat ik zware tijden uitgeholen heb, voel ik ermutigd dat ik dat met Gottes kracht nog ware doen kan. Krijgt zo, komt dan eine Ehe grote kracht en zekerheid neer, wanneer twee mensen zich weren op te geven. Behold dat, eine starke Ehe komt niet van einen uitgedachten Märchentoestand. Die komt daher, wanneer twee mensen zich dat te Abgabe gemacht haben, durch ihr ganzes Leben an der Ehe zu schaffen und abzuopfern, um von ihrer Ehe alles zu machen, was sie sein soll. Ehe ist so als die alte Geschichte von Freistig. Die Frage wird gestellt, wer hat sich dort alle zur Abgabe gemacht, Freistig zu stahlen? Der Hahn, was die Eier gelegt hat, oder das Schwein, was den Spart gestellt hat? Die klare Antwort ist das Schwein, wer in der Hahn wir bloß mit verwickelt, aber das Schwein wir ganz handgejeft wird. Sie nicht bloß mit einer der Ehe, sie ganz handgejeft wird. Von diesem Grund uit kostet die dat sicher sein, dass die bliebend und erfolgreich sein wird. Nummer 3. Belehrung, die Eerd mit Disteln. Die Soot bei die Eerd mit Disteln oder Speckers wartelt sich an, aber wird aufgeweicht von all dat andere, was daran was. Ein von der grootste Feind von uns Verhältnis mit Jesus und unserem Partner ist Dreckigkeit und Stress. Dit ist in der vandaagse Gesellschaft eine wahre Plage. Om op alleen Frucht zu tragen, moet wir belehrt sein und treu sein zu unseren Prioritäten. Wenn befriedete Christen ihre Prioritäten abnehmen sollen, wollen sie meistens sagen, Gott ist am ersten und dann meine Ehe und Familie. Aber wenn sie auch gutmeinend sind, stimmt ihr Leben nicht taub mit, was sie ihre Prioritäten nennen. Bei vielen, was du sagen, dass Gott und Familie die erste sind, beweist sich dort, dass Arbeit, Freund, Videogames, Sport, Online-Einkaufen und andere Dinge die meiste Zeit und Lebenskraft abnehmen. Und wer in Zeit und Lebenskraft beid begrenzt sind, haben wir keinen Taurot mehr, was es braucht, um unsere Verhältnisse mit Gott und unseren Partner zu pflegen. Speckerierte Menschen sind mit alles beschäftigt und es steht, dass sie sich mit dort befassen, was am wichtigsten ist, und sich bemühen, die Speckerschied im Leben zu holen. In der Ehe muss wir wacker sein und die Zeit und Lebenskraft beschützen, was nötig sind, um einander zu leben und die Bedürfnisse untereinander zu erfüllen. Das passiert nicht vereinzelt. Dazu braucht das Belehrung und sich daran kümmern. Die meisten Dinge, was eine Ehe verdorben, sind nicht schlechte Dinge. Das sind bloß Dinge, was eine falsche Priorität annehmen. Ein von den wichtigsten Dingen, was beide Partner tun müssen, um das Scheingonen in ihrer Ehe zu bewahren und sich zu versichern, dass sie das durch ihr Leben tun wollen, ist, die ihr reinen abgeriemt zu holen. Habt klare Prioritäten und beschützt die. Dankschön für noch das Bürgharchen Eihe ab einen Stein. Ich wünsche, dass das eine Halb sein für dich und eine Hoffnung, zum eine stärkere Eihe bauen.